Ist echt der Ausschnitt gut? Man weiss es nicht. Das nehmen wir. Oh, ist es zu wenig hoch? Komm, scheiß drauf. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch zu einem neuen, heute ein bisschen kürzeren Video, weil es ist so ein bisschen mehr so ein Inspirationsvideo, nicht jetzt voll mit Kochen und so weiter und so fort. So eine kleine, feine Idee, die ja, vielleicht etwas so für dich ist zum Nachmachen. Heute ist nämlich der internationale Stirb-Flügetag. Nein, heute ist nämlich in den USA der National Mac Day, also Macaroni-Tag. Und ich habe gefunden, hey, es ist so sommerlich und so Hörnli-Salat und so sind mega im Trend, weil es passt immer zum Grillen oder einfach auch so zum Essen. Und Hörnli sind laut Wikipedia eine Art Macaronen. So, also, für das Rezept, das ich jetzt hier mir so ein bisschen, wo mich jetzt so ein bisschen gelustet, ich dachte, ich mache so einen Hörnli-Salat so ein bisschen mit Tomatensalsa-Style mässig. Ich habe jetzt Bock drauf und habe gefunden, hey, ich kann euch das zeigen, wie ich es mache. Also, ich habe hier Hörnli. Das sind die kleinsten gekochten Hörnli, sind die besten, die kannst du im ganzen Stück abschlucken. Und wenn du zu viel davon isst, dann kotzt du schnell Mami ins Auto. Keine Ahnung, von was ich die Story habe. Ich weiß nicht, von wem wir reden. Genau. Also, ich habe jetzt hier ganz, ganz fein gewürfelte Tomaten. Also so tue ich aber Tomaten würfeln, wenn ich Bruschetta, oh nein, jetzt kommt wieder ein Sauergestöm. Bruschetta machen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und für das brauche ich so eine kleine Marinade. Und für die Marinade habe ich Essig. Es gibt sicher viel bessere Produkte und weiss nicht was, aber ich liebe den Cressi-Essig. Und der zieht. Wisst ihr, was ich meine? Dann hier habe ich ein bisschen Olivenöl. Die Flügenäste! Dann, ja, wir wohnen halt auf dem Land. Hier habe ich eine Knoblauchzehe, den presse ich direkt rein. Ich kann auch sagen, warum. Scheiss mir einfach an, den zu hacken. Darum presse ich ihn. Genau. Dann ist es mir eben leider hure dämlich passiert. Ich habe wirklich gemeint, ich habe noch Zwiebeln daheim. Aber wir haben keine einzige scheiß Zwiebeln daheim. Und ich konnte schwören, wir haben noch Zwiebeln. Aber es ist einfach nichts. Zum Glück oder zum Pech habe ich noch getrocknete Schalotten. Ich nehme jetzt einfach das, ich würde es sonst nicht nehmen, ich würde frische, feine, geile Zwiebeln oder Schalotten. Aber ich habe jetzt echt nicht aus der Hütte raus mögen, wegen einem verdammten Hörnli-Salat. Also. So, das rein. Dann ein bisschen frischen Basilikum, der irgendwie nicht mehr so frisch aussieht, weil das Zeug schon ewig rumsteht. Und jetzt unbezahlte Werbung. Das hier. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Martin, muss ich meinen Lippenstift? Es ist so eine Basilikumpaste, die kann man im Coop kaufen. Ich sage euch, die ist einfach so richtig geil. Die schmeckt so richtig intensiv nach Basilikum. Und schon so ein bisschen salzig und so. Von dem einfach hier ein bisschen reinhämmern. Wenn ihr das nicht kaufen wollt, ja, dann tut ihr einfach Basilikum frisch rein, zum Beispiel. Und dann einfach mit dem Gewürz oder weiter. Aber es gibt noch so ein bisschen Kick. So. Jetzt tue ich das mal gut verrühren hier. Perfekt. Schön Essig, ein bisschen ölig, Basilikummässig. Jetzt noch ein bisschen Salz. Wow, ui. Ich bin so cool, muss ich das natürlich cool machen. Und dann tue ich die Tomaten hier in die Marinade oder in das Dressing rein. Ein bisschen umrühren. So, umrühren. Und dann gebe ich das ganze Gemisch einfach hier zu diesen Hörnchen. Doing. So. Und schon habt ihr eigentlich einen richtig erfrischenden, wunderbaren, geilen Hörnli-Salat. Hörnli-Salat sind wir jetzt die zum Beispiel gerne ein bisschen Fleisch hätten. Da kann man ein bisschen geilen Speck anbraten oder ein bisschen, wie sagt man dem geräucherten Hurenschinken? Nicht Serrano, keine Ahnung, einfach Rohschinken, genau, drüber dingseln. Oder die gerne Fisch haben, ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel so die Cocktailcrevetten noch geil könnten sein. Die könnt ihr reingehen
Mozzarella kann man natürlich noch rein tun. Es ist einfach wandelbar. Das soll jetzt einfach ein Video sein, so ein kleines Info-Video. Und schaut, wie wunderbar die Farben aussehen. Hat mir richtig Bock zum Reinbeissen. Super abgeschmeckt, hure easy, kann jeder Vollidiot machen. Ist mega schnell gemacht. Also, ihr habt den Hörnersalat in maximal 30 Minuten. Mit Kochzeit und allem. Und schneiden. Fertig. Tschüss. Servierbar. Da kann irgendwie das Glas ist spontan auf Besuch kommen. Ihr könnt dort irgendwie geile Bratwurst auf den Grill schiessen, den Salat währenddessen machen. Dennis, hör auf mit dem Scheiß. Also, ja, ich hoffe, euch hat das kurze, geile Video. Hey, spinnt's mir eigentlich? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein kurzes, knackiges Info-Video. Wenn ihr noch mehr Bock habt auf solche Videos, nur schreiben im Kommentar. Macht das gerne. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe wirklich irgendwie momentan Bock auf das. Also, hey,